So und herzlich willkommen hier im Hauptbildschirm von The Witcher und wir legen direkt los. Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Ja, wir sind ja gerade bei der Quest Stopp, also Geister, Tempel, Spott, Tempel und ja. Ich wollte mich auch direkt mal entschuldigen, dass die Videos die letzte Zeit ein bisschen unregelmäßig kommen, weil ich relativ viel privat zu tun hatte. Ich war weg, ich war auf der Tattoo-Convention hier in Luxemburg, nächste Woche bin ich schon wieder weg. Also es tut mir leid und ich muss ja noch ein paar Sachen für meine Ausbildung machen. Es tut mir leid, dass ich da wirklich nicht wirklich regelmäßig machen kann im Moment. Aber wir laufen gerade, ja, wir sind noch ein Level hochgegangen, machen wir das auch gerade. Charakter, was haben wir hier? Können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Hier ist er. Das könnte man machen, aber es Armbrustfest, nee. Tagsüber regnet nicht. Was ist das? Die aktuelle. Nee. Nee. Was denn haben wir noch hier? Starkangriff, die Bundesliga oft. Verteidigung, ja. Meistens jetzt, nein. Du. Das könnte man machen. Ja. Haben wir keinen so in roten? Doch, haben wir. Das bringt uns im Moment mehr. So. Hilfe! Warum rufst du Hilfe? Ja? Ja, ich war auch den Warcraft-Film gucken. Der war, also wenn ihr den noch nicht gucken, wenn du den noch nicht gucken warst, geh den unbedingt gucken, der ist wirklich cool. Auch wenn es jetzt kein wenn es auch jetzt kein halt mal du. Auch wenn es jetzt kein Warcraft-Fan bist, aber der ist sau cool. Den muss man gesehen haben. Echt wirklich cool. Also wenn du die Geschichte aus den Büchern kennst, kann man sich zwar nicht, ist man so gespoilert. Man weiß ungefähr was passiert, aber nicht zu 100%. Autsch. Alter. Ich dachte wieder. Denk mal was. Wir haben nur noch ein bisschen hier zu kämpfen demnächst, das weiß ich. Ich habe wieder gleich mal durchgespielt. Und dafür frage ich mich, warum ich mich so schlecht anstelle. Aber, was ich gesehen habe, ich gucke ja meine Analytics manchmal, dass aber Leute... Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Okay. Hier sind Ein Fußstapfen. Hufeisen? Kein Pechsieder könnte sich ein Pferd leisten. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Ja. Ein Hufeisen? Kein Okay. Pechsieder Das hatten wir könnte schon. sich ein Pferd leisten. Das hatten wir schon. Was ist das? Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie will mir noch was zeigen.
Okay. Laufen wir hier mal hinterher. Ach, das war vergessen. Komm schon. Okay. Hab ich mich doch treffen lassen. Ich muss mehr ausweichen. Ja, ich muss mehr ausweichen hier. Oder den hier, den hier. Ah, Feuer, ja. Genau. Komm schon. Spotttoppel. Was willst du mir zeigen? Also ich weiß, was er mir zeigen will, aber okay. Alter, was aus? Da haben sich ein paar Nekrophagen einen schönen Tag gemacht. Alter. Das sollte ich machen. So, oh, ja. Alter, das gibt's ja nicht. Oh ja, der explodiert gleich. Oh. Alter. Okay, weiter, ich geh weg. Ich sollte Alter. den Pferdekadaver untersuchen. Alter, ich muss wirklich besser aufpassen hier. Das war ja. Okay, weg. Okay. Okay. Da hinten ist noch einer. Da sind noch mehrere. Weg. Oh, hat er mit umgebracht. Nice. Das ist gut gelaufen, finde ich. So. Ah, da hinten ist noch einer. Okay, der ist aber... Hat er mich jetzt gesehen? Nein. Was haben wir denn da? Was untersuchen wir? Ein bisschen vom Allen. Erst die Rippen. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Okay, da habe ich mich gerade gemutet, um zu niesen. Knochen. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Sattel. Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Meine. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Das kann gut sein. Oh, hinter mir ist so ein Typs. Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Fassen wir zusammen. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Okay, und weg. Okay. Ja, heben wir das noch. Den Loot noch auf. So. So. Was willst du mir zeigen? Komm schon. Hier, ein Wolf. Oh. Okay, das war schon. So, die Wölfe können fast gar nichts mehr. Also ich muss demnächst hier Gas geben aufnehmen, dass ich, wenn das neue Addon kommt, dass ich das auch spielen kann, weil ich will ja nach Hearthstone spielen und dann danach Blood Rain. Und alles in einem Let's Play, ne? Also es wird verdammt lange, das Let's Play. Ich habe gedacht, der Terraria wird zu lange. Ah, okay. Hier bin ich ja Ruhe leider. Hier muss ich mich nur selbst in den Arsch treten, um irgendwas aufzunehmen. Fischerhütte. Ich möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Hallo. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten.
Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. 2 Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst, sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin, weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Okay, ja. Kleine Kinder sagen immer die Wahrheit. Ja? Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kamen nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da habe ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Oh, ja. Also, kein Mann hat das Recht, eine Frau zu schlagen, ne? Nur hier zur Info, also. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monate zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Erzähl mir vom Brandzeichen. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Okay. Was geschah dann? Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und 2 glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Ja, hat sie recht. Ja, und dann gehen wir mal in die Wald, oder?
Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Erst... So war... Ah, das Schwuppzuppel noch. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Okay. Sollen wir in die... Ich glaube in Oxenford können wir... Hier könnten wir jetzt schon in Oxenford... Weil wir waren schon letztes Mal da und dann kamen wir nicht rein. Aber wenn wir jetzt dahin gehen, können wir uns noch ein paar Rüstungen machen. Es wäre natürlich besser, wenn wir erstmal dahin gehen, ne? Aber wenn wir jetzt da reinkommen, ist die andere Sache. Ja, gehen wir kurz dahin. Moxenford ist hier hinten. Da müsste ich, aber kommen wir bis dahin? Das ist die andere Frage, ne? Probieren, also wir gehen erstmal dahin, weil da war ein Wegpunkt danach. Wir gehen erst hier hin und dann gehen wir hoch nach Oxenford. Das ist ein guter Plan. Das ist ein Plan, mit dem ich mich zufrieden kann geben. Wir müssen sowieso da in die Nähe wegen dem Wegpunkt. Von daher können wir auch direkt dahin. Ups. Ja, gegen. Verdammt, bist du hässlich. Ja, lass ihn doch einfach in Ruhe. Die Welt gefällt mir so sehr, ne? Aber die neue Welt gefällt mir aber auch. Ups. Komm schon! Und rüber. Will das nachher mich wieder verarschen? Wie aussieht schon. Okay. Aber ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie es euch überhaupt geht. So am Ende der ersten Aufnahme-Folge. Aufnahme-Session-Folge. Wie geht's euch überhaupt? Schreibt in die Kommentare. Ich weiß, dass wir 1, 2 Leute, 3 Leute mir aber regelmäßig zuschauen. Und genau dich will ich dann fragen, wie es dir geht. Wir haben noch einen dabei, also ich hab so einer dabei, der dauerhaft meine Videos likes. So, du bist sau cool. Ist so cool, dass du mich so unterstützt. Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Okay. Für die gehen wir auch noch die Sachen suchen. Dann haben Mach wir einen langsam. schönen Rüstungsschmied. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Oh, 20 Kronen. Ist jetzt nicht so viel, aber damit kann man arbeiten. Ja, ist hier hinten. Kalbwebel. Hexer, auf ein Wort bitte. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit Neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Da ist der Baron, ja. Reden wir mit ihm. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nasair mitgebracht.